war im Buckelsumpf auf die bösen Mumen gestoßen. Diese diabolischen Schwestern hatten sie aufgenommen und dann geschwankt, ob sie fressen oder der wilden Jagd ausliefern sollten. Ciri war noch vor der Entscheidung geflohen. Ein Geisterreiter der Jagd hatte sie in den Sumpf verfolgt. Und dort verlor Geralt ihre Spur wieder. Er brauchte einen neuen Hinweis. Ja, ja, Leute, die kranken Hexen des Sumpfes. Willkommen zurück hier zu The Witcher 3 Wild Hunt. Der Grund, wieso wir wieder hier starten, ist ganz einfach derjenige: Es macht keinen Unterschied. Also sprich, der Ausgang der ganzen Quest. Geralt hat neue Augen plötzlich. Ah, nee. Wegen dem Ohr da, also sprich, Doppels, wo sie das Ohr abschneiden und die 3 Hexen und so. Es wäre alles das Gleiche. Spielt da alles gar keine Rolle. Ob wir jetzt in dem Baum helfen und nicht, da kommt das Gleiche hinaus. Es wäre einfach bloß in den Pferden so. Wäre es ein bisschen was anderes. Deswegen mache ich jetzt das nicht noch weiter. Naja, bringt ja nichts, wa? Im Grunde genommen einfach, ja, zwar mit gleicher Quest zeigen, von dem her. Zumindest im Großen und Ganzen. Mit dem Pferd war es sogar so, dass das ein bisschen spezieller ist. Sprich, ich glaube, das kann man irgendwie sogar noch behalten, wenn wir das ganz klug anstellen würden. Oder das schwarze Pferd irgendwie. Aber, wieso soll ich das? Wir haben plötzlich ein gutes Pferd und so, wieso braucht er ein schnelleres? Wäre schon ziemlich fies, nicht wahr? Okay, dann also ab zurück zum guten Baron. Der war ja hier. Ja, wir sind schon weit rumgekommen, wa? So, gehen wir mal den Weg zu Fuß und bin gespannt, was wir jetzt über Ciri erfahren. Viel sicher nicht, weil wir haben noch eine Quest von ihr offen, und zwar die wegen, ja. Ja, bin ich. Die wegen, ich überlege gerade, ich war da schon wieder wegen Novigrad, war. So, wir können gerne mal eine Ausrüstung reparieren lassen, aber ich schätze mal, ich habe noch zu wenig Kohle dabei, war. Reden, kein Bock drauf. Die wilde Jagd holt sie ein. Warum drängelst du denn so? Wie kann ich helfen? Zum Beispiel, mit der Gewinnen, ja gut, ich kann auch so noch ein bisschen was gewinnen, aber... Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Nun, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk, wenn ich so sagen darf. Das würdest du gerne. Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig, faucht bei jeder Gelegenheit. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen? Ginge das denn? Geralt, so naiv bist du jetzt auch wieder nicht. Bequem, stabil und leicht reicht mir völlig. Du musst eines über Rüstungen wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür. Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Tordaroch auf Undvik benutzten. Joanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst die Leute nicht mit deinen skellige Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordaroch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben, die Schmiede könnte aber noch stehen. Klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Alles klar. Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Sehr gut. Ich suche das Werkzeug, wenn ich das nächste Mal in Skellige bin. Lebt wohl. Nee, ich würde gerne noch etwas anderes machen. Wie kann ich helfen? Geht es gar nicht, oder wie?
Ah doch. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Na, denke ich mal, zum Kauf sind wir sowieso zu arm. Ja, nur bloß 14. Vielleicht kann ich noch was verkaufen. War etwas irgendwie Nützliches, wie auch immer. Was alles nicht verkaufen kann? Nee. Muss ich wohl wieder zurück in die große Stadt, wa? Dort wird es sicher irgendwie gehen. So, dann habe ich doch irgendwo noch Monsterzahn, Relikt, Monster Speichel, Monster Haar. Also eine Handwerkerzutat, war eventuell auch da wenn das verkaufen. Die würde ich gerne wieder anlegen. Okay, ich habe sonst echt nichts. Alter, das kann doch wohl nicht sein, dass sie echt so arm sind. Leg mich doch am Arsch, ey. Leb wohl. Okay, erstmal anlegen das Ganze. Inventar, genau, also. Das Schwert ist ja schwächer als aktuelles, gut. Das natürlich sowieso, das auch, das ebenso. Kann man also einen Jägerstiefeln, zack, natürlich auch viel geiler. Und Jägerhandschuhe statt normalen. Gut, kann ich den nicht mehr irgendwie reparieren. Schon mal sehr viel besser. Kann ich den irgendwie noch einsetzen. Okay, mit den Stiefeln geht's. Bei Stahlwaffe geht's nicht. Naja, seltsam. Das einzige Rüstung war. Mal gucken, wie teuer wäre es als reparieren. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Na, eben noch sehr, sehr teuer war. Das geht eigentlich mehr oder weniger. Okay, das Schwert. Kann man doch noch was verkaufen? Komm, was soll's? Was verkauft man alles Alte? Das war auch eh nicht mehr. Nee, komm, das ist auch irgendwie zu schwach. So. 66 immerhin, jetzt Handwerk, reparieren natürlich. Ja, alles reparieren, 115, war ja klar, Alter, unser schönes Schwert. Gut, das muss natürlich zuerst mal hin, war Silberschwert, ist klar. Die Jacke auch gerne. Ja, den Rest hoffentlich später. Leb wohl. Ja, Leute, sonst muss ich echt mal anfangen, die Handwerkerzutaten zu verkaufen und halt ein paar Quests machen, obwohl mit den Quests, ja, wenn die echt nur da, also, weiß auch nichts. Ich meine, klar, es gibt andere Wege, um schnell Geld zu verdienen, ich habe mich ein bisschen informiert und so, und es gibt eine ganz einfache und schnelle, aber natürlich, wie es oftmals so ist, brauchen wir erstmal ein bisschen Kapital. Also hier ist ein 100er Bot sowieso zuerst, und erst dann kann ich mir ein paar Tausender, naja, holen, sag ich jetzt mal so. Also später zuerst mal mit dem Baron quatschen, um die Quest mal abzuschließen. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Ich habe Nachricht von deiner Frau. Potz Pestilenz, warum sagst du das nicht gleich? Wo ist sie? Warum bringst du sie nicht mit? Sie ist im Buckelsumpf. Hat Essen, ein Dach überm Kopf, ist beschäftigt. Sah nicht so aus, als wollte sie von dort weggehen. Du solltest sie zurückbringen, nicht von ihren Lebensumständen berichten. Ich sollte sie finden. Und das habe ich. Mehr war nicht abgemacht. Du hältst mich noch immer für das Letzte, für einen Bastard, nicht? Für den Schuldigen an dem, was hier passiert ist. Es ist egal, was ich glaube. Und doch sehe ich deine Verachtung. Ich kenne die Welt der Hexer nicht, aber in unserer ist nichts schwarz oder weiß.
Du wirst wohl einwerfen, dass es nicht nur deine Schuld ist. Na gut, ich höre mir deine Sicht der Dinge an. Mit Annie. Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie versorgte meine Speerwunde aus der Schlacht von Angkor. Als ich genesen war, hielt ich um ihre Hand an. Sie weinte vor Freude. Bald war Tamara geboren und dann ging ich nach Zidaris. Ein Kriegsfürst hatte sich gegen König Etahin erhoben und Foltest schickte Hilfe. Schlachten und Scharmützel jagten einander. Ein Leben voller Krieg. Ich war selten zu Hause und fand Trost im Trinken. So viel Trost, dass ich nicht davon lassen konnte, wenn ich daheim war. Na schön. Und dann? Ich zog von Front zu Front, von Schlacht zu Schlacht, verdiente Sold. Und Anna saß allein mit dem Kind daheim. Vielmehr nicht allein, wie ich später erfuhr. Fast 3 Jahre lang suchte sie Trost in den Armen eines Kindheitsfreundes namens Ewan. So ein Hundesohn. Verdammt, verstehst du nicht? Einen Fehltritt hätte ich ja verziehen, aber sie hat mich jahrelang betrogen. Hat sich einen Dreck um mich und meine Liebe geschert. Woher weißt du das? Eines Tages kam ich nach Hause. Da waren Anna und ihre Sachen weg. Ich fand einen Brief. Sie schrieb, sie liebe mich nicht mehr und zöge mit Tamara zu diesem Wichser. Ich dachte, mir tritt ein Pferd in den Arsch. Ich zog los, um den Scheißkerl zu finden und sie wieder nach Hause zu holen. Aber als ich ihn sah, erwachte etwas Finsteres in mir. Ich schlachtete den Drecksack ab und warf ihn den Hunden zum Fraß vor. Anna war wohl nicht gerade erbaut. Das ist die größte Untertreibung aller Zeiten. Sie wurde hysterisch, warf sich auf mich, trat und kratzte, griff sich ein Messer. Das wäre mein Ende gewesen, wäre ich nicht weggesprungen. Ich schlug sie zum ersten Mal. Ich musste sie beruhigen. Ich hatte keine Wahl. Von da an war alles unwiderruflich anders. Anna versuchte oft, sich und mir das Leben zu nehmen. Sie stichelte, reizte mich, verhöhnte mich. Ich sollte sie wohl wieder schlagen. Sie schrie, dass ich ihre Liebe und ihre Hoffnung zerstört hätte und sie doch gleich umbringen könnte. Wie oft entschuldigte ich mich, brachte Blumen und Geschenke mit. Es war ihr gleich. Nach 2 Jahren war ihr Zorn zu Gleichgültigkeit geworden. Manchmal durch ihre Hysterie unterbrochen, manchmal durch meine Sauferei. Ich begreife nicht, dass wir diese Jahre überlebt haben. Nun weißt du, dass nicht alles so war, wie es schien. Nee, es war sogar schlimmer. Du hattest recht. Ihr seid beide schuld an der Lage. Wie gut, dass du das endlich siehst. Also gut. Wenn du Anna schon nicht zurückbringst, sag mir wenigstens, wie sie in dem Sumpf gelandet ist. Stufe 7, yeah. Sie hat mit den Mumen einen Pakt geschlossen und... Nun, sie hat wohl den Verstand verloren. Einen Pakt? Was zum Teufel? Sie war schwanger und wollte das Kind nicht kriegen. Sie ging zu den Mumen und die versprachen, das Problem zu lösen. Gegen 1 Jahr Dienst. Und die Mumen haben auf ihre verschrobene Art Wort gehalten. Was meinst du damit? Anna hat wohl gedacht, das Kind würde irgendwie einfach verschwinden. Aber die Mumen schwächten sie so sehr, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Und da begann sie wohl, den Verstand zu verlieren.
Sie legten sie an eine magische Leine, die Schmerzen bewirken kann, damit sie ihre Schuld auch ja begleicht. Ein Pakt mit Hexen, verdammter Albtraum. Du scherzt wohl. Wir müssen sie retten. Wir können sie nicht dort lassen. Auch mit Bewaffneten ist es ein schlechter Einfall, in den Sumpf zu ziehen. Es ist an sich schon gefährlich dort. Und diese Mumen sind mächtiger, als man denkt. Ich dreh doch nicht Däumchen, bis sie rausrücken. Würdest du auf ihre Gnade zählen, wenn sie deine Tochter hätten? Wohl nicht. Aber ich bin ein Hexer. Und ich bin ein Ehemann und Vater, der sein Leben und das seiner Lieben versaut hat. Ich sammle meine Männer und hole Anna da raus. Oh je, wie kann man nur so doof sein, aber gut von mir aus. Wir hatten eine Abmachung. Ich habe meinen Teil erfüllt. Jetzt bist du dran. Ein gegebenes Versprechen. Wo war ich denn? Ein Basilisk. Er hat dich angegriffen. Ah, stimmt. Riesengroß. Ziemlich brutales Vieh. Er landete genau vor uns. Ich dachte schon, es wäre vorbei. Vorsicht! Wenn ich nicht überlebe, kannst du aus der Festung haben, was du willst. Du wirst überleben. Pah. Zeigen wir diesem Monster, was in uns steckt. Mach ich mal klar. Wow. Daneben! Ciri, ich will gerne angreifen. Die ist, glaube ich, noch ein bisschen verwirrt. Ihr wollt gerade ausweichen, hallo? So. Tja, dann mal schnell hinterher. Ich kann ihn nicht einfach allein lassen. Nö, wäre ein bisschen doof, wa? Wieder mal als Ciri zocken wir. Wieso nimmt gerade meine Leiste irgendwie ab? Hey, wie sollen wir jetzt da durchkommen? Hä? Ja, Hexersinne klappen gerade auch nicht, wie ich gerade feststellen muss. Toll. Hä? Das ist echt so da, als wäre es absichtlich, sprich, es dürfte gar nicht da hoch, oder als müssen wir einen anderen Weg suchen. Okay, dann gucken wir mal, wo können wir sonst noch durch? Da ist eh nix. So kann ich Hang springen. Hä? Na los, Hurensohn! Komm her!
Das war Ciri-Style. Hast du alles? Ja, vielen Dank. Was du für mich getan hast, ich werde das nie vergessen. Du hast mir auch geholfen. Als mich deine Männer hergebracht haben, hast du mir Essen gegeben und meine Wunden versorgt. Jetzt sind wir quitt. Du musst nicht gehen. Du bist hier in guter Gesellschaft. Wir haben immer ein warmes Plätzchen für dich. Ich muss los. Ich werde von Geistern verfolgt. Von der wilden Jagd. Es war dumm, die Macht anzuwenden. Jetzt haben sie meine Witterung aufgenommen. Die wilde Jagd? Sie verfolgt dich? Ich bringe euch alle in Gefahr, wenn ich bleibe. Deine Leute sollen Türen und Fenster verrammeln. Und nachts darf niemand nach draußen gehen. Und du? Wohin gehst du jetzt? Ich reite nach Novigrad weiter. Und dann? Wir werden sehen. Sie stieg aufs Pferd und ritt davon. Ohne sie war es hier ganz schön einsam. Die Armee der Redanier hat die Überquerung des Pontar blockiert. Trotzdem hast du Ciri nach Novigrad geschickt. Sie war auf der Suche nach einer Zauberin. Und die sind alle in Novigrad. Außerdem habe ich sie nicht den Redaniern ausgeliefert. Ich habe ihr einen Geleitbrief mitgegeben. Woher hast du diese Briefe? Ich habe nicht immer diese Witzbolde angeführt. Früher diente ich in der Temerischen Armee. Die Flussquerung wird doch von Redaniern bewacht. Stimmt. Aber mit etwas Ruhm und einem Freund hier und da sind Banner und Heraldik nicht so wichtig. Gut zu wissen. Es kann sein, dass Ciri noch in Novigrad ist. Danke, dass du ihr geholfen hast. Es ist nichts. Jetzt hast du erfahren, was du wissen wolltest. Du musst in Eile sein, aber wenn du... Na los, sag schon. Ich will Anna befreien, sie zurückbringen. Denke nicht, dass sie freiwillig dort ist. Du hast wohl nicht zugehört. Jede Reise in den Sumpf ist Selbstmord. Ich weiß. Genau darum könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Ich kann dir keine neuen Geschichten zu Ciri anbieten. Aber komm mit mir und ich werde großzügig sein. Sehr großzügig. Naja, Geld hätten wir wirklich nötig, aber ich will jetzt eigentlich doch lieber mit Ciri weitermachen. Und was passiert, wenn ich nicht mitgehe? Mit dir nichts. Aber ich werde wahrscheinlich einige Männer mehr in den Sümpfen verlieren. Ich bin fest entschlossen, diese Reise zu machen. Ich werde darüber nachdenken. Scheiß auf Nachdenken. Hilf mir einfach. Ich versammle meine Männer bei Niederwirr. Triff uns dort, wenn du mit dem Nachdenken fertig bist. Was zum... Da bist du ja. Wieder entkommen. Oh, Entschuldigung, sind schon wieder weg. Was war das? Sag du's mir. Mensch oder Monster? Meine Männer nennen ihn Uma, halten ihn für ein Monster. Doch für mich ist er ein Mensch, so verschlagen wie Ardal. Ja. Uma? Seltsamer Name. Ja, seltsam. Aber er hat uns keinen anderen genannt. Du meinst, er kann sprechen? Er nicht. Es war so. Ich fragte ihn nach seinem Namen. Er saß da, sagte kein Wort und versuchte, sich einen Zeh in die Nase zu stecken. Also nahm ich seine Hand, blickte ihm in die Augen und fragte, wie heißt du? Er grinste mich töricht an und stammelte, oh, Uma? So kam er zu dem Namen. Sieht nicht wie ein Monster aus, aber mein Medaillon vibriert. Seltsam.
Wo habt ihr ihn gefunden? Eine lustige Geschichte. Hab ihn beim Kartenspielen gewonnen. Lustige Geschichte. Weshalb? Bin mal nach Novigrad gereist, zum Ausruhen und um die Freuden der Stadt zu genießen. Übernachtete in einer Taverne, wo einige Leute spielten und machte mit. Die Karten meinten es gut mit mir. Hatte eine teuflische Hand nach der nächsten, nahm die Idioten aus. Ein Händler hatte besonders viel Pech. Hatte alles verspielt, was er von Skellige mitgebracht hatte. Wollte unbedingt noch eine Runde spielen und ich stimmte zu. Ich fragte ihn, welchen Einsatz er setzen würde und er zeigte mir diesen Tropf. Für mich war nicht viel drin, aber ich dachte, scheiß drauf, gib dem Mann die Chance, was zurückzugewinnen. Er hatte kein Glück und Uma landete auf Krähenfels. Ende der Geschichte. Ein richtiger Baron, sogar mit einem richtigen Narren. So ist es. Aber ich habe das Gefühl, dass mit ihm was nicht stimmt. Warum denn? Nun, er scheint mehr Tier als Mann zu sein, aber er besitzt Weisheit in seinen Augen. Oder vielleicht bilde ich's mir nur ein. Schon mal sowas wie ihn gesehen? Nein, aber er sieht nicht gefährlich aus. Denke, das war's dann. Ist nicht viel, aber solange er keinen Ärger macht, dient er den Jungs als Zeitvertreib. Ich muss aufbrechen. Leb wohl. Leb wohl. Hoffentlich findest du deine Tochter. Und sei ihr ein guter Vater. Das werden wir, Freunde, das werden wir. Jetzt mal zugucken. Hey, wir sind nach Skellige. Ich dachte, wir sollen nach Novigrad gehen. Bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Hallo? Ja, Novigrad. Hey, wieso reist die Skellige oder ist das eine andere Quest? Moment, reist die Skellige. Ah, dann einfach automatisch eine erste Quest gemacht, war. Nebenquest, kommt das mit dem Baron auch noch vor, oder wie? Was ich noch gesehen hatte, ja, okay. Leute, ich glaube, die Quest machen wir sogar sicher noch. Die vielleicht auch noch. Ja, wir können mal gucken, welche Quests noch alle machen werden. Jetzt aber, da wollen wir sagen, Meißler Rüstungsschmied, okay. Boah, Stufe 24, krass. In diesem Part erstmal geht's weiter mit Ciri und zwar nach Novigrad, war. Also, wenn wir sagen, die hier. Genau, Hauptquest. Besuche Triss in ihrem Haus. Ja, wieso eigentlich nicht? Und mal gucken, wie es weitergeht. Vor allem natürlich mit uns aktuellen Stufen und so. Wir müssen was verdienen, Punkte verteilen und so weiter. Es bleibt also spannend hier bei The Witcher 3 Wild Hunt. Bis dahin, ciao zusammen.